Guten Morgen alle und willkommen zurück auf meinem Channel. Ich komme einfach mal direkt auf den Punkt und zwar wollte ich euch heute einfach mal 10 Tipps geben, wie ihr mehr gesund könnt leben. Du musst meine nicht für aufzuholen, für beizuholen, für aufzubauen, für mich stark zu gehen, für mich definiert zu gehen, mir einfach just für mehr gesund können zu leben. Also fängt mal an. So, erster Punkt. Für überhaupt zu wissen, ob ihr selber körperlich gesund ist oder nicht, soll ihr einfach mal für anzufangen einen Check beim Doktor machen, einen kleinen Gesundheitscheck, wo ihr guckt, wie ihr das mit dem Zucker, ob ihr eventuell eine Zuckerkrankheit habt, von der ihr angeschnellt direkt wisst. Und eventuell ist es gar nicht so schlimm im Moment, weil ihr nicht wisst oder wie auch immer. Dann soll ihr noch natürlich sein Herz-Kreislauf checken lassen, natürlich einfach einen kleinen Test zu machen, wie das Herz ist, ob es fit ist oder nicht. Und natürlich auch die Nieren gucken gelassen, die Lungen und die ganze Blabla, für einfach einen Gesundheitscheck zu machen, für zu gucken, ob man einem alles an der Reihe ist. Dann der zweite Punkt ist einfach ein bisschen mehr chillen. Wir haben am Alltag heute das immens viel Stress, das heißt, auf der Arbeit, dem nur, wo wir schaffen, immens viel Stress. Dann stehen wir noch wie lange am Stau für heim, weil den ehrlich gesagt auch innerlich ultra nervt und ultra stresst. Da könnt ihr heim, da muss ich noch sein Stutt machen, oder muss ich noch für die Uni lehren, oder muss ich noch seine Aufgabe machen, muss ich heim machen, muss ich da machen. Weil das führt alles zu einem Cortisol-Level, den dann teilweise vielleicht so gut zu hoch kann gehen und das auch nicht ganz gesund ist für uns. Das heißt, den Stressfaktor muss man einfach mal probieren, ein bisschen mehr raufzuschrauben und einfach mal chillen. Das heißt, es sollen sich wenigstens 1 oder 2 Tage an der Woche holen, entweder Weekends oder auch an der Woche, für einfach mal ein Oves aufzuschalten, für nichts zu machen, für sich über nichts abzuregen oder einfach mal für raufzukommen von der Woche und einfach mal etwas genießen. Voilà, dann den dritten Punkt, das ist genug schlafen. Das ist etwas, was ich auch immer gemeint habe, oh ja, genug schlafen, bla, brauche ich nicht, aber ich merke auch, wo ich wirklich intensiv mit dem Training am Gang sind die letzten paar Jahre, dass genug Schlaf, das heißt mehr wie 6 oder 5 Stunden, wirklich wichtig ist für den Körper, für können zu regenerieren, für können Batterie eben abzuladen, für auch, wie soll ich sagen, dass der Stresslevel eben nicht so hoch kann gehen, weil der Körper seine Ruhe hat, seine Ruhephase hat, kann raufkommen und auch der ganze Stressfaktor kann rauffahren. Das heißt, probiert einfach mal eine halbe Stunde oder 1 Stunde extra schlafen zu gehen. Ich meine, es gibt Freunde, den ein iPhone hat, den hat ja auch die Funktion drauf mit der Schlafenszeit. Ich schon mal da doch angewöhnt, da sehe ich nämlich ganz genau, wie lange ich schlafe. Und den erinnert mich auch daran, dass ich soll gleich schlafen gehen. Ja, das ist ein bisschen wie früher, wenn Mama und der Papa gesagt haben, hallo, heute zack, auf 15 Minuten gehen ans Bett. Aber das brauchen wir heute wirklich, weil sonst verpassen wir einfach Dinge für schlafen zu gehen. Und dann kommen wir nicht mehr an die richtige Phase für einen Tiefschlaf zu kriegen, respektive mir die selber rausgerappt, weil aus dem Körper auch nicht gut geht. Dann der 4. Punkt ist mir gesund essen. Mir gesund essen meine ich nicht, dass da wie ich zum Beispiel alles muss aufweihen und überall eher Meal Prep muss machen oder so. Mir einfach mal aufpassen, was da ist, nicht mehr so viel Fertigprodukte zu essen mit den ganzen Konservierungen, sondern Schadstoffe, die da dran sind. Und nicht zu vergessen, das viel Fett zu holen für als Geschmacksverstärker. Weil natürlich einfach mal selber mehr kochen, da sind auch noch mehr Bezug zum Essen kriegt an was den kocht. Und ja, einfach mal richtig an natürliche Sachen essen, wie just die verpackten Fertigsachen, wie keine Ahnung, Reiskräcker und so Zähnen, also Kardash Leber Reis mit keine Ahnung, ein bisschen Poulet oder schießende Tofu, wie auch immer. Davon hat der Körper viel mehr, wie wenn man just so Fertigsachen isst. Der 5. Punkt ist dann genug trinken. Ich höre von so vielen Leuten, dass sie nicht genug trinken. Die Sommer ist draus, trinken just so 2 Liter am Tag. Der Körper weitem nicht durch. Es soll 1 Liter Wasser auf 20 Kilo Körpergewicht trinken. Das heißt, wie bei mir zum Beispiel 60 Kilo, soll ich Minimum 3 Liter Wasser am Tag trinken. Am Sommer kann ich das auf 1,5 Liter pro 20 Kilo erhöhen, dem nur wie warm, dass es dabei ist. Und natürlich auch dem nur wie viel Sport das ich möchte. Ich meine, das ist mittlerweile bekannt, dass ich, wenn es warm ist, muss genug trinken. Dann 6. Punkt, morgens essen auf keinen Fall waschen lassen. Das heißt, morgens just einen Kaffee to go holen, das ist wirklich nicht gut für den Körper. Der Körper braucht auch morgens etwas für umzukommen, für den Stoffwechsel an Energie.
einfach können zu gerieren. Du wennst der Schmoes einfach eine halbe Stunde mehr Zeit, steht vielleicht eine halbe Stunde echt auf, mal der erste Essen, die sitzt auch roh hin, und die erste hat auch roh. Und nicht sehr ran, weil ich muss dann auf der Arbeit ziehen. Voilà, steht einfach ein bisschen echt auf, geht echt schlafen, dass Schlaf auch kriegt. Und dann genießt auch mal ein relaxiertes Frühstück. Weil Weekends möchte ich das meistens und dann an der Woche nicht mehr, weil ich dann mehr will schlafen oder muss mir lang will liegen bleiben, für ihr den auf die Arbeit geht. Und dann hört ihr sich etwas Kleines und es geht ihn dann. Also wie gesagt, es soll ihn einfach so stumm Zeit holen, muss etwas zu essen. Voilà, und dann der 7. Punkt, ich meine, du musst nicht viel erklären, man Alkohol, man Firmen, man Nikotin eben. Ich meine, das erklärt sich für allen, wieso ich da nicht so übertreiben. Und dann den 8. Punkt, sich auch Zeit holen für zu essen. Weil ich auch schon viel darüber suche, man muss essen, sollen sich Zeit holen für zu essen, sollen sich wirklich dahin sitzen, relax essen und nicht nach während dem Handy hängen. Vielleicht auch mal mit seinem Partner oder mit seiner Familie daheim schwatzen. Beim Essen nicht nur am Handy hängen, jeder auf der Arbeit, nicht sehr während dem etwas rauffeiern und dann einfach weiter schaffen. Hol dir Zeit für zu essen, genießt das Essen auch. Und dann wird der Hanno vielleicht auch nicht so schwer, weil das zu schnell geht. Dann der 9. Punkt, ja, das ist einfach so ein kleiner Tipp, wenn ihr wollt mit gesund essen und so, ihr seid relativ noch immer am Stress, dann tendiert den echt dazu, etwas Fertiges zu essen und etwas Ungesundes. Weil einfach direkt fertig ist. Das heißt, wenn man ja schon für einen kleinen Meal Prep, die können ja schon ein paar Snacks präparieren, auch für daheim, für abends bei der Tele, wenn ihr zum Beispiel will chillen. Dann habt ihr direkt einen Snack parat, den nicht gerade aus gefrittierten oder gebackenen kleinen Grumperscheibischer Chips besteht, aber die hat etwas Gesundes, wo ihre Körper etwas davon erholt. Und dann der 10. Punkt, dass sich selber auch als Priorität holen, weil der auch schon am Anfang so, das heißt, mal sich mehr Zeit für sich holen, nicht nur einfach daheim chillen, mir wirklich sich Zeit für sich zu holen. Für sich und auch für eventuell seinen Partner oder seine Familie, den Hund, Katz, was auch immer, ist immens wichtig auch einfach für den Kopf und für sein Wohlbefinden, dass er sich Zeit hält für die Sachen, die er wirklich gerne hat. Das heißt, sich Zeit holen, nicht nur noch mit anderen Leuten, wie die Quality Time zum Beispiel, mit sollen auch ein bisschen Quality Time mit sich selber haben. Das heißt, einfach mal allein triple gehen, ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ich weiß nicht, von der gerne daheim malt, da malt einfach mal, oder ich weiß nicht, von der gerne Holzhacke geht, da geht Holzhacken oder so. Also just für so Beispiele zu geben, was ich da mal der Menge, sich einfach Zeit auch für sich zu holen. Und dann habe ich einen kleinen Bonustipp, als sich auch mal ein bisschen belohnen. Wir tendieren nämlich ganz stark dazu, uns selber immer mega zu kritisieren, weil wir sehen nicht gut hier aus, wir sind nicht gut da dran, bla bla bla, hier und da. Belohnen ja auch einfach mal für etwas, was er mal gut gemacht hat. Das muss so nicht mega extravagantes sein, wie, keine Ahnung, einen Konkurs zu gewinnen oder einen Marathon als erste fertig zu machen, aber einfach sich selber belohnen, egal, muss man nicht für etwas zu sehen, einfach muss sich selber etwas Kleines gönnen, sich selber Blumen kaufen gehen oder sich selber, keine Ahnung, Yankee Candles kaufen zu gehen, neue Kleider, neuen Outfit, das sind immer Sachen, die man aber trotzdem irgendwie froh und das trägt eben noch zum Wohlbefinden bei. So, das war doch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit den 10 plus 1 Tipps ein bisschen helfen, für ihren Alltag ein bisschen mehr so gesund zu gestalten, dass ihr mehr davon habt. Und eben auch könnt ihr eher Zeit genießen. Voilà, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, nicht vergessen zu liken. Und nicht vergessen noch hier drin den Channel zu abonnieren. Aber wenn ihr die nächsten Videos auch nicht verpassen wollt, unbedingt auch Channel hier drin anklicken und aktivieren, dass ihr eben auch benachrichtigt geht, wenn die nächsten Videos eben online kommen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche. Ich gehe noch Arm trainieren. Und dann sehen wir uns nächste Mal. Ciao.